Südöstlich von Ettelbruck tschen der Nuck an dem Leibiersch befindt sich ein knapp 1 Kilometer langen Dall, die sein Numm der Klängerbach Ditschesbach verdankt, die vom Hobisch rauf bis an den Ulzestall fließt. Neben den Extensivbetrieben an Summer der artenreiche Grenglandflächen, die besonders für die HIWA 50 nogewiese Fullen auf Fledermaisarten einen wichtigen Lebensraum durchstellen, zeichnet sich Ditschesbach hauptsächlich durch eine reich strukturierte Landschaft aus, wobei die rund 300 Obstbäume auf den Flächen, die die Stiftung Hölle für die Natur geriert, eine besondere Stelle wert haben. Die Stiftung Hölle für die Natur hat 6 Hektar Bongertenhai und du kannst unterscheiden zwischen 3 Flächen. Den echte Bongert, den ass am Jahr 2012 neu ugelöscht gin, dat ist ein Hektar großen Bongert, an dem muss eng Aktion gemacht mit unserem Hauptsponsor der Kaktus, das nennen wir auch den Kaktus Bongert, an da sind eng 50 neue Bäume ugelöscht gin, hauptsächlich Zuchten, also Äpfel, Bieren, traditionell regional Lützeburger Zuchten. Den zweiten Bongert ist wie ein Erle Bongert, wo nach eng 60 Erl, ganz Erl Obstbäume stehen. Hauptsächlich Äppelbeem. An den dritten Bongert da sind auch ganz neu ugelöschte Bongert, wo mittlerweile 150 Bäume stehen. Und das sind sogenannte Quetsche-Sorte-Bongert. Das heißt, wir haben über 60 verschiedene Quetsche-Sorten ugepflanzt, von all Sorten immer 2 Bäume. Und all die Bäume sind an einer Datenbank abgelöscht. Das heißt, dass die Bäume, wenn in die Zucht will vermehren, kann in das Material sicher gehen, für das weiter zu praffen, nach einem neuen Bäume davon zu zielen, an deren auf einen anderen Platz anzupflanzen. Also das ist ein ganz wichtiger Beitrag von der Fondation für den Erhalt von der Diversität von unseren Obstsorten. Durch seine Proximität zu der Stadt Ettelbruck und Bongerten zusammen mit der Grenglandfläche rund um Ditschesbach schon frei eine wichtige Stelle wert bei der Versorgung von der Bevölkerung, zumal an der kahle Wandermeint gespielt. Historisch gesehen sind Bongerten immens wichtig gewesen für die Leute aus den Dörfern und aus der Stadt, weil sie eine Reihe von Funktionen zu erfüllen hatten. Einerseits waren die Leute darauf angewiesen, für am Hirsch Obst zu ernten. Und auf der anderen Seite konnten eben auf denen extensive Flächen auch Vieh gehalten gehen, die eben auch zum Resultat vom Bongert beigetragen haben. Und dann ist es natürlich so, dass heutzutage die Bongerten immer mehr rar sind, weil am Kader von der Intensivierung die Flächen immer mehr aufgeholt haben. Die besondere Bedeutung von diesem heidischen Naturschutzgebiet Ditschesbach und die dämolischen Naturfreunde aus der Stadt Ettelbruck schon früh erkannt und haben an den 80er Jahren mit verschiedenen Aktionen durchgesucht, dass dieser besondere Lebensraum rund um Ditschesbach mit seiner vielfältiger Biodiversität erhalten bleibt. Es sind mit 11 Jahren an die derzeitige Naturfreunde Ettelbruck an die Natur gekommen. Dann haben wir ganz viele Aktivitäten hier an der Ditschesberg gemäht, an anderen Äppelpleck gegangen, Viehs gemäht, Fischelbeobachtung. Wir haben noch Nieskösten abgegangen an den Bongerten hier rundherum. Haut erstreckt sich Naturschutzgebiet Ditschesbach auf insgesamt 35 Hektar, wobei neben der Stiftung sich auch der Staat an den ATP-Haft Ditschesbach, die das Flächen für therapeutische Zwecke nutzt, den Erhalt von diesem Naturschutzgebiet kümmern. Insgesamt wird neben dem ökologischen auch der sozialen Aspekt eine wichtige Stelle wert an der Ditschesbach angeholt, wodurch über die letzten Jahre ein Naturpark angelegt wurde, den es den Leuten von Ettelbruck an der Umgebung erlaubt, für die Schönheit an den Wert von diesem Naturschutzgebiet kennenzulernen. Das ist ein ganz interessanter Naturpark, den auf einer Länge von 3 Kilometern durch das Gebiet zieht, wo 10 Stationen angelegt wurden, mit interaktiven Infotafeln, wenn damit zum Thema Bongerten, also Lebensraum Bongert, an Biodiversität vom Gebiet kennenlernt. Das für mich der schönste Neck rund um Ettelbruck gesehen. Lohnt Haut nach. Schon dem oder nach Jahren mehr Haut doch nach.